Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Fußball-Talk-Video und zwar diesmal mit dem Thema Fazit zur Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Wild. Bevor wir da reingehen und ich ein bisschen meine Meinung teile, was ich so von der WM geschaut habe, mitbekommen habe, was so meine Meinung ist. Wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und falls ihr euch für das legendäre Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft ein Deutschland-Trikot kaufen wollt, kauft das gerne im Bayern Store. Kauft das gerne über meinen Affiliate-Link. Findet ihr erster Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Ja, gönnt euch für diese super erfolgreiche WM ein Deutschland-Trikot. Wenn ihr sonst irgendwas im Bayern-Fanshop kaufen wollt, wie gesagt, tut das gerne über meinen Link, dann kriege ich da ein paar Cent und in diesem Sinne. Gut, Leute, Fußball-WM 2026. Ja, dass es eine Farce werden würde, wenn man eine WM in einem Land wie in den USA stattfinden lässt, denke ich, war klar. War jetzt nicht super überraschend. Es war eigentlich eher überraschend, dass Donald Trump nicht irgendwelche gegnerischen Mannschaften der USA weggebombt hat, wenn die USA das Spiel verloren hat. Ähm, alles andere ist ja passiert, war. Rote Karten wurden zurückgenommen. Ja, kann man jetzt drüber denken, was man will. Ich denke, ja, also, es ist nicht überraschend. Ja, weil die FIFA hat so viel Rückgrat, gerade Infantino hat so viel Rückgrat wie ein Regenwurm, Alter, nämlich gar keins, ja. Mit seiner, kahlgeschorenen, eingeölten Birne so tief im Arschloch von Donald Trump, wie in jedem anderen Arschloch, wo eine WM stattfindet, ja. Zieht sich da schön die Millionen rein. FIFA, UEFA, generell alles. Kannst du auch den DFB mit reinnehmen. Alter, ist einfach nur eine Farce. Ja, ist einfach nur eine Farce und, 'ne absolute Vollkatastrophe. Ähm, mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Und wird sich da irgendwas ändern? Nein, da wird sich gar nichts ändern, ja. Infantino wird wiedergewählt werden, weil er irgendwelche Verbände besticht, die kein Geld haben. Die kriegen dann da 'ne Mille rübergeschoben in irgend 'n Dritte-Welt-Land, weil die haben die gleichen Stimmen, wie's der größte Fußballverband der Welt, der DFB hat oder wie England, Frankreich oder sonst was, ja. Und das ist halt so das große Problem. Deswegen wird sich da nie irgendwas ändern. Ja, das ist also FIFA, UEFA, DFB ist alles das, was in der Politik schiefläuft, auf Steroiden, ne? So. Und da wird sich nichts dran ändern. Von daher muss man sich halt auch nicht wundern, dass die Leute das Interesse verlieren, ne? Gut, zur Stimmung fand ich also erstmal, ich habe super viele Spiele gesehen, ne? Ich habe quasi so ziemlich alles gesehen, außer was irgendwie nach 23 Uhr stattgefunden hat. Deswegen habe ich relativ wenig von Luis Diaz und Kolumbien gesehen. Ansonsten habe ich aber super viele Spiele gesehen. Ähm, Stimmung war eigentlich nur da, ja, wenn Kanada in Kanada gespielt hat, Mexiko in Mexiko oder wenn Argentinien gespielt hat. Dann hast du die Stimmung mal wahrgenommen, ja. Und ich fand es immer witzig, wenn da mal auf die Tribüne geschalten wurde, ja, dann hast du so 5 Piepe gesehen, ja, ja, voll am Abdrehen und alles dahinter, so, oh, oh, ja, und das zeigt halt auch das Klientel da in diesem Land, ja. Sind keine Fußballnation, Kanada, USA und ja, das ist reines Sehen, gesehen werden, Entertainment-Faktor, das sagen zu können: „Oh, ich war bei der WM dabei." Ja, ich meine, wer das Finale gesehen hat, was da für eine geisteskranke Inszenierung war, das hat mit Fußball nichts zu tun, ja. Und wir können froh sein, dass wir in Deutschland sind und hier noch eine gewisse Fußballkultur herrscht. Das, was du in Amerika gesehen hast jetzt bei der Fußball-WM, ist halt Fußball als Event, Fußball mit maximierten Kommerz, ne? Ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen. Also, das hat jetzt nichts mit den Spiele zu tun oder sowas, aber alles, was ringsherum war, ist auf maximale Gewinnerzielung ausgelegt.
Trinkpausen, ey, alles gut, wenn das da Stadien sind, wo 30 Grad sind, eine Luftfeuchtigkeit von 80%, ey, mach 'ne Trinkpause, aber nicht, wenn da irgendwo 18 Grad sind. Ja, allein das und wenn ihr die Spiele verfolgt habt, wie oft hat so eine Trinkpause das Spiel komplett auf 'n Kopf gestellt, ja? Das muss man mal ganz klar sagen. Das war wild. Ich meine, dann im Finale so eine halbe Stunde Unterbrechung, obwohl es eigentlich gar nicht erlaubt ist im Fußball, aber hey, mein Gott, wir nehmen ja auch rote Karten zurück für die Amis, ja, alles gut. Na ja, machen wir da mal 'n Haken dran. Also, wie gesagt, Stimmung fand ich auch mega beschissen. Vielleicht kam es aber einfach auch nicht rüber, weil's so große Stadien waren. Vielleicht 'ne Mischung aus beiden so 'n bisschen, ja, aber ich glaube, so richtige Stimmung, wie man's so aus europäischen Ländern kennt, war super selten. Wie gesagt, wenn Mexiko gespielt hat oder so was, dann ja. Oder wenn Argentinien gespielt hat, da war eigentlich immer mal so 'n bisschen Stimmung. Ansonsten klar, wenn England irgendwo gespielt hat, aber die Fans auch super wenig wahrgenommen. Also, war schon sehr wild. Also, das war für mich keine Stimmung, wie ich sie bei einer Fußball-WM erwarten würde, ne? Gut, kommen wir mal zum Sportlichen. Ähm, ja, Spanien ist Weltmeister, verdienterweise, muss man sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in einem Finale so ein einseitiges Spiel gesehen habe. So ein einseitiges Spiel. Das war ja 'ne absolute Farce, ne? Ich glaube, Argentinien hat in 90 Minuten nicht einen Torschuss gehabt. Einmal so 'ne Hereingabe, die der Torwart dann abgefangen hat. Ich glaube, der erste Torschuss war in der Verlängerung, ne? Also, what the fuck, ja? Ich meine, klar, dass das kein Spektakel wird wie das, 6:4 von England gegen Frankreich. Die spielen Platz 3, ist klar, weil es um was ging. Aber Argentinien war ja what the fuck, ja? Also, Spanien völlig verdienter Weltmeister. Ähm, auch wie die Frankreich beherrscht haben. Davor die Spiele waren so mittel, wenn man ehrlich ist, von Spanien. Aber Spanien ist einfach Spanien ist wie 'ne Uhr, wie 'ne gute Uhr, ne? Das ist 'n Uhrwerk, das läuft, 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 läuft und da ist das scheißegal. Ich glaube, wenn Pep Spanien sieht, geht ihm einer ab. So 'n Ding, ja? Weil du kannst da reinwerfen, wen du willst, ja? Für mich hat absolut, 'n Rodri rausgestochen, ja? Verwechsel ich sie jetzt wieder beide? Ich glaube nicht, oder? Rudi und der andere, ey, Junge, die heißen fast gleich, ne? Galt ihr wisst, der Kapitän von Spanien, ja? Da denkst du dir so generell komme ich gleich noch zu, die Fußball-WM hat gezeigt, denke ich, wie wichtig zentrale Mittelfeldspieler sind. Ey, der überragende Leistung gezeigt für Spanien und dann wurde er im Finale ausgewechselt und du hast das noch nicht mal gemerkt. What the fuck? Ja, egal wen du da reinwirfst in diese Mannschaft, das ist wieder ein anderes Zahnrad, aber auf der gleichen Posi, das passt perfekt und es läuft genauso weiter. Ey, Hut ab dafür, ja, Hut ab dafür. Kann man nicht anders sagen. Und von Argentinien war ich maßlos enttäuscht, ja. Wenn ihr die Spiele ein bisschen verfolgt habt von Argentinien, wenn die wollen, haben sie dann auch so 5 Minuten mal gezeigt in der Verlängerung dann, wo sie 0:1 hinten waren. Wenn sie gezwungen werden, sie müssen 'n Tor schießen, ja auch gegen England, so. Wenn sie gezwungen werden, dann können sie können Fußball spielen, ne? Sie können guten Fußball spielen. Ich verstehe es nicht, wie man so agieren kann. Was war denn das Ziel von Argentinien? Ach komm, ja klar, nach der roten Karte war das Ziel: „Komm, wir gehen ins Elfmeterschießen“, aber das war ja von Minute 1 an so. Das Ziel war was? „Ey, komm, wir gehen ins Elfmeterschießen“ oder was? Und das in jedem Spiel. Das war ja jedes Spiel so von Argentinien bei dieser WM, ne? Immer erst, wenn's drauf ankam, haben sie angefangen, Fußball zu spielen und Tore zu machen. Hä? What the fuck? Warum? Völlige Katastrophe, ja? Verstehe ich nicht. Also, habe ich absolut nicht verstanden. Eine der unverständlichsten Mannschaften, die ich gesehen habe bei dieser WM für mich, ne? Die können so viel und zeigen's halt einfach nur, wenn du vorm Ausscheiden bist, so ungefähr. So, dann ja, gut, dann spielen wir jetzt mal Fußball. Und vorher nur so:
wir zerstören nur, wir wollen nur die Gegner abfacken, so Paraguay-mäßig, ja. Man hatte so das Gefühl, so dass Argentinien hat Uruguay gemacht von früher, ja. Fickrig in den Zweikämpfe, gallig, mit Fußballspielen das nichts zu tun gehabt. Nur der Unterschied ist, dass Argentinien Fußball spielen kann, was sie's dann ab und an gezeigt haben, wenn es nötig war. Ähm, warum sie es nicht gleich tun? Ey, frag mich nicht, ja. Wie gesagt, ich habe noch nie so ein einseitiges Finale gesehen. Katastrophe. Und super langweilig. Sorry. Ja, selbst die Spannung, ja gut, wenn du jetzt Argentinier bist oder Spanier, dann ist die Spannung vielleicht für dich da. Für neutralen Zuschauer war es ein super langweiliges Finale. Kann ich nicht anders sagen. Mit einem verdienten Sieger Spanien, habe ich schon gesagt. Generell so die WM. Ich denke, man hat gesehen, dass gerade afrikanische Mannschaften einen riesen Stepper gemacht haben. Ich glaube, es wird nicht mehr allzu lang dauern, dass wir eine afrikanische Mannschaft als Weltmeister sehen werden. Aber auch asiatische Mannschaften, ich meine, die haben eh schon Stepper gemacht, schon weit vor den Afrikanern, haben aber für mich auch nochmal einen Stepper gemacht, ja. Teilweise ein bisschen unglücklich ausgeschieden. Sehr, sehr interessant, ja. Große Überraschung, ja, so Kap Verde natürlich, ja, aber generell so die afrikanischen Mannschaften waren sehr, sehr stark, ja, sehr, sehr stark. Ähm, ja, und wenn man dann so sich nehmen wir mal die K.O.-Phase alleine, alles, was ich da so gesehen habe. Ich klammer mal Frankreich aus, weil Frankreich wirklich stark war, auch in der K.O.-Phase, mal abgesehen jetzt vom Spiel gegen Spanien, wa? Ähm, ist es eigentlich schade, dass du ausgeschieden bist als Deutscher, muss man so sagen. Ich habe jetzt keinen Gegner gesehen, wo man gesagt hat: „Boah, wow." Ja, wie gesagt, Frankreich, ja, aber ansonsten hast du keinen Gegner gesehen, wo du gesagt hast: „Boah, Alter, der hättest du gar keine Chance gegen gehabt", so, ja. Ich meine, gut, wir hätten eh gegen Frankreich gespielt, da hätte es richtig aufs Maul gegeben, so keine Frage. Aber ansonsten war das jetzt nicht irgendwo irgendwas, wo man sagt: „Oh, hat jetzt aber einer mal das Rad neu erfunden" oder richtig geiler Fußball. Ja, Frankreich. Frankreich war die Mannschaft, die Fußball zelebriert hat, dank Olisse auf der 10 auch, ja. Ähm, um de das super Harmonieren mit Mbappé. Ähm, ja, das war Fußball teilweise zelebriert. Alles andere war, ja, wie gesagt, Spanien, das Uhrwerk, was immer läuft, und der Rest war okay. Ja, habe ich jetzt nichts gesehen, wo man sagt: „Boah, geil." So, ja, zumindest nichts, was jetzt hängen geblieben ist. So, wir sind jetzt, einen Tag nach dem Finale. Klar gab's das eine oder andere interessante, gute Spiel, aber dass man jetzt irgendwo sagt, keine Ahnung, ich habe besseren Fußball gesehen, als ich beim FC Bayern sehe. Ja, mal von Frankreich. Das war's aber auch, ja. Muss so ehrlich, und wie gesagt, Spanien ist eh 'n Alleinstellungsmerkmal. Der Rest war so, ja, okay. Ähm, sorry. Ja, was nimmt man jetzt mit von der WM? Ich denke aus deutscher Sicht, ja, keine Ahnung. Der Trend is your friend so. Ohne Worte einfach, ohne Worte, ja. Aber natürlich auch alles nicht überraschend. So, ja. Ich meine, ich bin super wenig drinne im Thema Nationalmannschaft, wisst ihr. In der Deutschen seit Katar, hatte sich das Thema für mich erledigt. Ich habe es schon mal erzählt, ich habe dann so ein bisschen Hoffnung gehabt mit Nagelsmann, aber Nagelsmann hat sich genau als so rückgratlos dargestellt, wie er es beim FC Bayern getan hat, und deswegen ist er gescheitert, ja. Also, ich meine, Nagelsmann hat damals 'n wollte 'n Manuel Neuer bei Bayern, aussortieren, hat deren seinen persönlichen Trainer rausgeworfen, wo der Neuer sich hinstellt und sagt: „Mir wurde das Herz rausgerissen." Und dann haut der Nagelsmann auf einmal raus: „Ja, ne, der Manuel Neuer ist der weltbeste Torwart, den nehme ich jetzt mit, den stelle ich zwischen die Pfosten." Das glaubt ihr doch so selber nicht, dass das Nagelsmanns Wunsch war, Alter. So, da brauchen wir doch nicht drüber reden, oder? Und dass das für Irritationen in so 'ner Mannschaft sorgt, ey, da fange ich noch niemals mit der Akte Dennis Undaff an, den der Nagelsmann anscheinend einfach nie leiden kann. Leroy Sané, ey, der war sogar noch einer der durchschnittlichsten Spieler bei dieser WM. Ja, so ehrlich muss man auch mal sein. Aber dass der mitgenommen wurde, ist 'ne absolute Vollkatastrophe gewesen. Und so kannst du's halt durchgehen, ja?
Maßlos enttäuschend. Kai Havertz, Alter, ich weiß nicht, was Kai Havertz ist. Der ist ja vielleicht vieles, aber er ist kein Stürmer, Alter. Ja. Ähm, aber ich will mich da gar nicht so hochziehen. Alles ist gut. Tangiert mich am Ende gar nicht. So, alles, was ich gesehen habe von der deutschen Mannschaft, war ein gutes Spiel gegen 'n drittklassigen Gegner und der Rest war, ja, das, was ich von Deutschland erwartet habe. So, ja. Weil Deutschland auch ein Riesenproblem hat, ähm, was Führungsspieler allein angeht, ja. Führungsspieler, aber auch die Führungsstruktur. Ja, das ist ja, was wir beim FC Bayern jahrelang hatten, das Problem. Das wurde dann auch erst besser mit Verpflichtungen von einem Harry Kane, ja, auch wenn er nicht die Binde trägt, einfach ein Führungsspieler auch innerhalb der Mannschaft, außerhalb des Platzes, ja. Das hat super viel dazu beigetragen. Eric Dier, der da war, der die Rolle in der Abwehr übernommen hat. Und das ist was der deutschen Nationalmannschaft fehlt, ja. Dem fehlt einfach ein Leader. Ja, dann liest man: „Oh ja, Josua Kimmich war 1,5 Tage länger da und hat bla 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 bla.“ Ey, alles gut. Der mag ja außerhalb des Platzes ein guter Kapitän sein, möchte ich ihm gar nicht absprechen, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Auf dem Feld ist der alles andere, aber kein Kapitän. Der ist nicht lautstark, der rüttelt seine Spieler nicht wach, der geht nicht sportlich voran, wenn es schlecht läuft, ja, hat er gar nicht die Veranlagung für. Was ist das für ein Kapitän? Ja, er kann bei jeder Schiedsrichterentscheidung hingehen und rummosern. Das kann er, ja. Grandios. Ja. Ähm, Das ist ein Hauptproblem, ja. Und ich bin sehr gespannt, wie das unter Kloppo sein wird, ob Kloppo, immer noch 'n Kimmich einlädt. Da bin ich schon alleine sehr gespannt drauf, weil ich glaube, auch 'n Joshua Kimmich ist kein zentraler Mittelfeldspieler für Klopp-Fußball. Ja. Aber we will see. Ja, bisher musste ja jeder sich immer an Kimmich festhalten. Ob das beim FC Bayern ist, ob das in der Nationalmannschaft ist, ich weiß nicht, warum dieser Spieler immer so in den Himmel gelobt wird und keine Ahnung, irgendwie auf eine Stufe mit 'n Declan Rice oder so gestellt wird, Alter. Wenn ihr 'n Declan Rice mal gesehen habt bei dieser WM, dann wisst ihr, was 'n guter zentraler Mittelfeldspieler ist, ja. Und den gab's nicht nur in England, den gibt's in Spanien. Das war auch das Problem von Frankreich, ja. Frankreich bei aller starken Defensive mit dem Opa da hinten in der Innenverteidigung, der 'ne überragende WM gespielt hat und vorne mit Olise, mit Mbappé, selbst mit Dembele, auch wenn der nicht so 'ne gute WM gespielt hat, dann auf der anderen Seite mit 'm Barcola oder 'n Doué et cetera. Starke Außenverteidiger. Frankreich hat, gegen Spanien keine Chance gehabt. Warum nicht? Weil Spanien einfach das Mittelfeld beherrscht hat, ja? Und das ist, was ich vorhin sagte. Ich glaube, diese WM hat auch wieder gezeigt, dass der Schlüssel einfach im zentralen Mittelfeld liegt, ja? Und da haben wir in Deutschland auf voller Linie enttäuscht. Auf voller Linie. Pawlovic war 'ne absolute Vollkatastrophe. Das war nicht eine Leistung, die mal wirklich wo man sagte: „Oh, das war aber mal, eine Nationalmannschaft würdig“, ja? So, das war schon der Trend beim FC Bayern zum Ende der Saison hin. Ähm, ja, wie heißt er, der Dortmunder Mecher? Ja, 1,5 gute Spiele, danach abgetaucht. Ja, das, was ich meine, ja. Wenn du 'n starken Charakter, 'n starke zentrale Mittelfeld hast, das hat diese WM gezeigt, ähm, dann ist das die halbe Miete, Alter, ja. Weil die Franzosen, die kamen ja gar nicht in gefährliche Zonen gegen Spanien. Ja, die waren gar nicht wie denn? Die waren gar nicht im Spiel. Klar, Spanien ist noch mal so 'ne andere Hausnummer, habe ich grade schon gesagt, wie so 'n Uhrwerk, aber ich glaube, wenn die WM was gezeigt hat, Außenverteidiger, ähnlich wie bei uns, beim FC Bayern, Außenverteidiger werden immer wichtiger im modernen Fußball und die Zentrale, ja? Und da haben wir als Deutschland halt auch, wenn man mal die Zentrale nimmt, aber dann auch eine Stufe weiter nach vorne, den Zehner, den ich so 'n bisschen zu 'ner Zentrale dazuzähle, haben wir halt auf voller Linie enttäuscht. Ja, ob das 'n Musiala ist, ob das 'n Wirtz ist, das war halt einfach nix, ne? Das war so oder ist so eins der Hauptprobleme gewesen. Ja,
Wie gesagt, fußballerisch war es jetzt nicht so die equipende WM, wie sie viele da in den Himmel loben oder sowas, zumindest für mich persönlich jetzt. Ich fand es aber super interessant, viele andere Nationen zu sehen und auch zu sehen, wie so da der Stand ist. Ich habe es schon gesagt, gerade so die afrikanischen Mannschaften, aber auch die asiatischen Mannschaften, ähm, da geht richtig was voran, ja. Ich meine, am Ende, ja, waren es wieder 3 Europäer und ein Südamerikaner, die Halbfinale und Finalspiel um Platz 3 bestimmt haben. Aber bis dahin war es ja schon ein bisschen ausgeglichener wie sonst und ja. Fairerweise muss man sagen, dass Frankreich 'ne überragenden Kader hat und Spanien ist Spanien, Alter. England hat 'n bisschen wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht, fand ich, ja. Und England hatte das große Problem gegen Argentinien, dass Declan Rice nicht mehr aufm Platz war. Und da hat man gesehen, was passiert. Ja, und deswegen auch so mein Take von wegen Zentrale im Mittelfeld ist super wichtig und das ist sie, ja. Ich weiß nicht, warum Harry Kane nicht mehr dann in diese Rolle sich hat fallen lassen so. Vielleicht möchte Tuchel das nicht so wie er's beim FC Bayern getan hat. Generell hat England sich oft auch schwer getan in der Spielgestaltung dann, ne? Wenn Declan Rice, defensiv viel gefordert war, dann war natürlich 'n bisschen weniger in der Spielgestaltung da. Und hat's mich schon gewundert, dass Harry Kane sich nicht so wie beim FC Bayern so tief fallen lässt und dann die Außen einsetzt, weil auch England hat super schnelle Außenbahnspieler, ja, und gute Außenbahnspieler. Hat man gar nicht gesehen, ne? Fand ich 'n bisschen komisch. Ja. Am Ende, ich persönlich hätte es natürlich den Engländern oder den Franzosen gegönnt, wegen Harry und bei den Franzosen wegen Opa und Michael. Ähm, Ich hätte es natürlich auch 'n Diaz gegönnt, dass sie noch mal 'n bisschen weiterkommen, sind ja auch unglücklich ausgeschieden. Ja, so ist es halt. Am Ende hat's das Uhrwerk gemacht, ja, und noch mal, aus meiner Sicht völlig verdient, aber dass man jetzt so irgendwie keine Ahnung. Man hat ja sonst immer irgendwie bei so WMs so nach so 'ner WM hat man ja sonst immer irgendwie was Neues mitgenommen so, ne? „Oh ja, guck mal, das ist jetzt so der neue geile Scheiß, diese taktische Finesse oder das oder so.“ Das habe ich gar nicht so. Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nichts, ja, Fernschüsse so, ja, ja, aber das ist nix Neues, ja? Ist vielleicht im modernen Fußball 'n bisschen abhanden gekommen, ja, das stimmt. Auch bei uns, denke ich mir öfters: „Jo, komm, Alter, du bist 18, 16 Meter vorm Tor, was ist denn los? Hau doch mal den Hammer raus, ja?“ Wir haben einen Spieler, der das macht, Tom Bischof. Grüße gehen raus, Tom. Wir werden von Tom mit Sicherheit in der kommenden Saison 'ne Menge mehr sehen und 'ne Menge mehr Tore, denke ich. Aber ansonsten war jetzt keine große Erkenntnis da, ne? Ich habe es grade schon gesagt, so die Außenverteidiger hat man gesehen, dass die in vielen Nationen super wichtig sind. Egal, auch Spanien. Spanien ist aber auch Frankreich, wenn ihr gesehen habt, wie krass offensiv da die Außenverteidiger waren, ja. Ähm, Ist für uns Bayern-Fans jetzt nichts Neues. Das spielen wir schon seit 1,5 Jahren so. Ja, und halt die zentrale Mittelfeldposition, ne? Das ist es halt. Und dass du halt auch, was vielleicht auch noch ein Faktor bei vielen Mannschaften war, sowohl positiv wie negativ, ist einfach die zweite Reihe, ja? Also, du hast bei vielen Mannschaften gesehen, oh, wenn die jetzt 3 4 Mal gewechselt haben, so einen hohen Qualitätsverlust gesehen und bei Nationen wie bei Spanien siehst du gar keinen Qualitätsverlust, eher noch eine Steigerung, weil ein frischerer Spieler drin ist, ja. Genauso bei Frankreich über weite Strecken des Kaders. Ja, ey, dann nimmst du 'n Bacola raus und tust 'n Doué rein. Alter, was 'n Qualitätsverlust. Ja, also, das ist geisteskrank, was die für Kader haben, ja. Wenn du dann auf den deutschen Kader guckst, da fängst du an zu weinen, Alter. Ja, sorry. Ja, ey, Amiri hat 'n paar gute Einsätze gehabt, aber du wechselst 'n Amiri ein. What the fuck? Ja, hä? So, ey, nichts gegen Amiri, ja, und dass der noch einer der Besseren war und sich 'n Arsch aufgerissen hat, sagt nur, wie schlecht die anderen waren. Aber das ist dann die Qualität, die Deutschland einwechselt so, ja. Wild, wild, ja. Da muss man sich nicht wundern, dass man da rumdümpelt, wo man rumdümpelt als Deutschland. Ähm, Was hat diese WM noch gezeigt? Ich denke, das ist vielleicht auch der Hauptpunkt: Wille. Wille, Einsatzbereitschaft. Kann
und natürlich Team kann Berge versetzen im Fußball. Das hat diese WM auch noch gezeigt. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, auch Mannschaften wie Paraguay, die spielerisch super limitiert sind, Alter. Ja, so. Ja, aber die haben Einsatz, die kratzen, beißen, rennen, bis sie tot umfallen auf dem Feld, gefühlt, ja. Und dann siehst du so blutleere Vorstellungen von deutschen Spielern bei Musiala, bei Wirtz, bei Havertz, bei Sané, geh sie durch, Alter. Es gibt keinen Spieler, den du positiv. Brown, ja, den klammer ich mal aus. Ey, alle anderen, what the fuck? Da hast du teilweise den Eindruck gehabt, die spielen ein Freundschaftsspiel, Alter. Ja. Das hat diese WM auch noch gezeigt. Auch Kap Verde und sowas, ja, wenn man sich, sag mal, so die No-Names anschaut, ja, was natürlich dann auch keine richtigen No-Names waren, aber da hat man gesehen, ja. Wille, Einsatz und ein Team auf dem Feld. Ja. Kann so viel bewegen. Dazu Weitschüsse. So, das sind so die Erkenntnisse dieser WM. Ja, ist jetzt nichts Neues. So ist irgendwie back to the roots so gefühlt, ne? Das ist ja, was ich sage, so. Sonst hat man immer irgendwie was mitgenommen, so geil, die Außenverteidiger müssen höher schieben oder das ist jetzt der neue Trend, ey, 2 Achter oder 2 Zehner oder sowas. Nee, sowas alles gab's gar nicht. Ja. Es waren einfach die Basics, Alter. Einsatz, Laufbereitschaft, Team, Fernschüsse, wenn du ein bisschen limitierter bist. That's all. Ja. So. Für mich erstmal Grüße gehen raus an Telekom, Magenta. Ich habe insgesamt jetzt, ich glaube, knapp 18 € bezahlt, konnte die ganze WM gucken, finde ich völlig fair. Super Service, super gute Qualität. Auch die Experten mit Kloppo, Thomas Müller und so weiter, muss ich sagen, waren echt gut. Wolf Fuß, wisst ihr, ist nicht so mein Fall, aber auch der hat sich in Grenzen gehalten. Ansonsten fand ich es wirklich gut. Fand ich auch einen fairen Preis. So für eine WM so ein 20 zu zahlen, um da sämtliche Spiele gucken zu können, finde ich völlig fair. Und ja, das ist es. Die WM ist raus, ist durch. An dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz Vorsicht, wird ein bisschen heller wahrscheinlich. Bevor ich das vergesse, wollte ich eigentlich zum Start gemacht haben. Also Glückwunsch an Bodo für Platz 1 im Red Munich Community WM-Tippspiel, an dem Michaelis für Platz 2 und an Rollo für Platz 3. War ja sehr spannend mit Borussia Mönchengladbach 1900 um Platz 3. Der Rollo hat es gemacht. Gutscheine sind schon raus an euch. Viel Spaß damit. Und ich bin eingelaufen, noch nicht mal unter den Top 20, glaube ich, ne? 22. Killer Fox hat mich noch überholt. Ist ja wohl eine Frechheit. Grüße gehen raus an Killer Fox. Ja, so sieht's aus, Leute. Auch nur schlappe 46 Punkte hinter Platz 1. Mein großes Problem war, ich meine, wir könnten mal die Statistiken durchwälzen im Tippspiel. Mein großes Problem war einfach, ich habe keine Fünfer geholt. Ich habe immer nur Zweier geholt. Ja, aber alles ist gut. Wie gesagt, ich fand es eine ganz coole WM so von, ja, ihr wisst, ich gucke sonst nur Bayern so. Ich kenne nur Bayern Fußball so. Und da war es halt mal schön, mal so ein bisschen außerhalb dieser Bayern-Blase mal ein bisschen anderen Fußball zu sehen. Den habe ich gesehen, teilweise war er nicht schön oder über weite Strecken war er nicht schön, aber das ist halt einfach, weil man dem FC Bayern halt auch gewohnt ist. Damit ist es durch, ja. Vielleicht noch eine kurzer Take zu der Größe der WM. Also erstmal bin ich ein Freund davon, dass der Bums größer geworden ist. Wird der jetzt wahrscheinlich noch mal größer, habe ich auch nicht so das Problem mit, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es schon ganz interessant, da mal so Nationen zu sehen, die du wahrscheinlich nie sehen würdest bei einer WM, weil die sich nie qualifizieren würden, wenn das weniger Mannschaften sind. Von daher ist das schon ganz interessant, weil es dann auch mal so einen kleinen David gegen Goliath-Faktor gibt. Aber da müsste man entweder die Gruppen anders gestalten. Es kann nicht sein, Alter, dass du mit einem Sieg weiterkommst. What the fuck, Alter? Ja. Also, die Vorrunde hatte sportlich ja gar keinen Mehrwert. So, wir waren in dem ersten Spiel waren wir weiter. Wenn du ein Spiel 7:1 gewinnst oder was das war,
bist du einer der 8 besten Gruppendritten und bist weiter. Punkt. So, das hat sportlich das ist lächerlich, ja? Das ist lächerlich. Da müssten andere Regeln her, ähm, dass man dann noch so 'n 16. Finale eingeführt hat. Weiß ich nicht, ob's das gebraucht hat so, ja? War dann wahrscheinlich nicht anders umsetzbar. Ja, aber dann mach größere Gruppen, Alter. Ja, da musst du halt die Gruppengrößen ändern und gut. Ja, dass da irgendwie von was waren's, 12 Gruppen oder was? 10 Gruppen und davon kommen dann noch die 8 besten Dritten weiter. Katastrophe halt, ja. Wie gesagt, das war sportlich, diese Vorrunde war sportlich. Ja, Alter, war 'n Witz, ja. Das gilt zu kritisieren. Ansonsten, wie gesagt, dass der Bums größer wird, alles gut. Ja, habe ich gar nicht das Problem mit. Wie gesagt, ich finde es immer interessant, so mal über 'n Tellerrand zu schauen, aber das muss dann auch sportlichen Sinn haben so, ja? So ganz einfach, ne? Und nicht so: „Ja, ich muss ein Spiel von 3 gewinnen und bin weiter.“ So, das geht nicht. Das geht einfach nicht, ja? Und dass man den ganzen Scheiß dann so framet als: „Oh, die beste WM aller Zeiten, die größte WM.“ Ja, gut, das ist Infantino, das sind die Amis, die das passt wie Arsch auf Eimer, die sind beide größenwahnsinnig und, damit ist der Bums auch durch. Ja, ich weiß gar nicht, jetzt geht's demnächst, was weiß ich, nach Saudi-Arabien und hast du nicht gesehen und über 18.000 Kontinente irgend 'ne WM und ach. Also, noch mal, für das Drumherum, was alles drumherum ist um 'ne WM, ey, brauchst du die WM nicht gucken, ja? Kann ich jeden völlig verstehen, der sagt: „Ey, ich ziehe mir diese Scheiße nicht rein, ich kann mir das nicht angucken.“ Ey, 100%. Wie gesagt, für mich war's schön, mal einfach 'n bisschen anderen Fußball zu sehen und das sehr kompakt. So, weil sonst habe ich nicht die Zeit dafür, mir zu sagen, ich gucke mir 2, 3 Spiele an. Da habe ich die Zeit, um mir die FC Bayern Spiele anzugucken und das war's. Aber so außerhalb der Saison kann ich mir halt mal 'n bisschen was angucken und da war so 'ne WM 'ne nette Abwechslung für mich. Ja. Das sind meine Cents. 'N bisschen hin und her gesprungen in den Themen, aber das sind meine Cents zur Fußball-WM, Leute. Und damit, bin ich durch, ne? Rot-weiße Grüße gehen raus. Ab sofort gibt's hier wieder Bayern-Content, ja. Ich werde noch 'n Video zu Kloppo machen wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ist das schon safe? Muss ich gleich mal gucken. Da kann ich noch mal meine 2 Cents geben dann, aber dann bin ich durch mit dem Thema Nationalmannschaft erst mal. Und dann geht's wieder in den Bayern-Content rein, ja. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße, haut rein, bis dann. Tschüssi.